schon Moin an der internationaler Presse gesehen, dat do gesot gëtt de Programm wär ganz vun der russischer Seite proposiert, giwer der so Sache liest, dat das net richtig. De Programm aus einer Diskussion festgehalten gin hat még wünsch sie hat den hier Vierstellungen. Also da so net so, dat du Russland desideiert het allng wie de Programm do sollt ausgesehen. Es schon sind noch gewur gin, dat einer Leiit aner westlech Politiker och probiert hat in Russland zu goen. Dat das aber nicht ginn. Ich betrüchte net als schon eine Freundschaftsgin, die war Lützeburg, dat het méigich war der Lützeburger Politiker kon der Russland goen, an noch mat Vertreter vun dem Parlament oder vun der Regierung schwätzen. Dat huet och dummer dazu dient, dat man eng ganz lang Freundschaftsbeziehung mat Russland hätten, die belo an den letzten Jahren net mi so oprecht erhalen gouf. Et ass eng lang Geschicht an sie hun dat auch net vergiss. Wir hunn also die Gespräche, die ich hatte, du wirst dat wär am Präsident von der Duma, von der Baupolitischer Kommission von der Duma, am Präsident von der Baupolitischer Kommission von dem Föderationsrat, und am Vizeminister für Baupolitik, dem Herr Gruschko. Schon zwei symbolische Geste gemerkt, dat war auch eben meine Wünsche, schon ein Gerb niedergelöscht beim Monument von Juri Gagarin, 4 Gespräche, weil ihr wisst, dass wir wo die Invasion war von der Ukraine den 24. Februar 2022 eine Reihe von russophobe Gesten hier am Land hatten. Ich wollte weisen, dass ich die Russophobie nicht approvieren, und ich habe auch ein Gerb näher gelöscht beim Graf vom unbekannten Soldot. Auch das war mir wichtig. Ihr wisst dann in letzter Zeit, wann dem Zweiten Weltkrieg geht, nicht immer klar herauskommt, dass die Sowjetunion auch einen wichtigen Beitrag geleistet hat. Und auch, dass Russland nicht invitiert war wie die Feierlichkeiten von der Befreiung vom Konzentrationslager Auschwitz. Ich wollte weisen, dass ich auch das nicht approviere. Und dafür habe ich da auch ein Gerb näher gelöscht. Das waren 2 symbolische Geste, die ich gemerkt habe, 4 politische Gespräche für das klarzustellen. Schönen guten Morgen. Und vielleicht der Kontext von der Reise. Ich meine, ihr kennt die internationale Stimmung, aber ich will so, dass am Europaparlament, aber bei den europäischen Institutionen extrem angespannt ist, was die Relationen mit Russland angeht. Das ist eine Stimmung, wo eigentlich eine Inflation ist von Kritik gegenüber der russischen Politik. Und Leute scheint es mit Appellen überbieten, was alles misst gemerkt gehen und so weiter. Also das ist eine ganz schwere Stimmung, zum Beispiel, wenn ich will Kompromisse sichern oder wo Friede schwätzen, ist das Umfeld extrem schwierig. International will ich just daran erinnern, dass wir den 50. Jahrestag des Feiern von Markow in Helsinki, den wir mit der Sowjetunion am Kader von der KSZE aufgeschlossen hatten, und auch den 40. Jahrestag von der Perestroika. Auch das ist natürlich interessant, wenn es um den Kontext von der Relationen mit Russland geht. Schon an den Gesprächen, die ich gefeiert habe, eine Reihe Punkte systematisch angeschwärzt. Ich will die aufzählen. Die Gespräche sind alle an einem, ich muss sagen, open an freundschaftlichen Klima verlaufen. Sie wurden aber an der Sache hart. Das ist nicht, dass wir just Komplimente gemacht hätten, das ist sicher nicht der Fall. Das war auch nicht Ziel von der Reise. Ziel war, einen Dialog zu retablieren an Umständen, wo das nötig ist, für einen Dialog zu retablieren. Und ich komme noch vielleicht darüber zurück. Ziel war also nicht für nimmen gut Stimmung zu machen oder was auch immer. Du musst wissen, dass alle Länder, ich hatte darüber eine Facebook-Message schon gesagt, dass bald alle Länder von der Welt mit Russland am Dialog stehen. Die USA auch, mit Präsident Trump, nur den Beauftragten ein paar Mal nach Russland geschickt, und den hat auch die Gespräche mit Präsident Putin. Die 2 Präsidenten planen sich persönlich zu sehen. Wir haben auch zwischen der Ukraine und Russland die 2 Runden von Friedensgesprächen, aber einem Austausch von Memoranden, das ist nächste Woche, wenn ich mich nicht irre, als um die nächste Reunion zu Istanbul. Das heißt, auch die Ukrainer sind im Gespräch mit Russland. Die einzige, die eigentlich nicht mit ihnen in Kontakt stehen, das ist die Europäische Union und ein paar andere Staaten. Das ist natürlich nicht durchzuhalten über Zeit, das ist nicht durchzuhalten, zumal auch nicht
du wennst net Welteuropäische Union selber will eng Rolle spielen am Kader von dem Friedensprozess an der Ukraine. Wann den aber will eng Rolle spielen an dem Prozess, da muss ich können mat den konzernierte Parteien schwätzen, dat ist doch eng objektiv Notwendigkeit wie einen Dialog zu etablieren. Die slowenische Präsidentin hat letztwoch gesot, dat die Europäische Kommission umgange wäre darüber nachzudenken, schon kein weiteres Element, da schon aber eng froh, Madame von der Leyen geschickt wird zu froh, wie sie sich das da vorstellen. Also der Kontext war schon so, dass die Europäische Union selber einen Bedarf und Dialog ganz klar hat, aber noch nicht artikuliert hat, wie sie sich das vorstellt. Die Punkte, die ich an all Gesprächen angeschwärzt hat, waren das. Der durchstündigen Appell gemacht für Zivilleben zu schonen an der Ukraine. Ihr wisst, dass das der Punkt aus den immer opkönnt, weil eben zumal auch bei Drohnenattacken an anderen militärischen Aktionen Zivilisten im Leben kommen, schon also immer als ersten Appell gemacht für Zivilleben zu schonen. Es schon auch an all Gesprächen froh von den ukrainischen Kanner angeschwärzt, als sie noch darüber reagiert, das war Standard. Schon eng Reihe Propositionen gemacht, schon einen Appell gemacht, Russland zu sollen mehr humanitär Waffenstillstand machen, das heißt für Militäroperationen, die der Eroberung von einem Dorf, von einer Stadt beinhalten, dass immer soll probiert für einen kleinen Waffenstillstand zu machen, wie die Evakuation von Zivilisten oder verletzte Leute zu favorisieren. Schon zweitens, was Kriegsverbrechen angeht, den Appell an Russland gemerkt, dass es gegen Hilfen dabei am Kader von einer internationalen Organisation, wie zum Beispiel dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, eine Clearingstelle anzurichten, was Kriegsverbrechen angeht. Das ging natürlich nicht nur Russland betreffen, sondern auch die Ukraine. Für das wir als internationale Communität können da einen Überblick haben, was da geschieht ist, und auch bei der Abklärung, aber der Verfolgung eventuell von Kriegsverbrechen helfen. Den dritten Punkt, den ich immer abgeworfen habe, ist die europäische Rolle am Kader des Friedensprozesses oder nur einem Friedensprozess an der Ukraine. Ich habe dafür plädiert, dass Europa bei der Rekonstruktion kann helfen, nicht nur bei der Rekonstruktion, sondern auch als Softpower, sogenannte Softpower, bei einem nächsten Aufbau von einer politischen Kultur an der Ukraine auch kann man helfen. Ihr wisst, dass wir da eine Reihe Probleme haben an der Ukraine, was notamment den Rechtsextremismus angeht. Ich habe also dafür plädiert, dass die Europäische Union soll eine eigene Verantwortung können überholen, auch an der Restrukturierung der politischen Landschaft von der Ukraine nur einem Friedensaufschluss. Es ist schon ein Appell gemacht über die Behandlung von Minoritäten an den Territorien, die von Russland administriert gehen. Das heißt, dass unter anderem auch Krim-Tataren, die wissen, dass die letzte Bayer Chamber für kurze eine Resolution angeholt hat über die Situation von den Krim-Tataren, schon das Problem angeschwärzt. An dem Gebieten der Rechte von Minoritäten, notamment von ukrainischsprachigen oder anderen Minoritäten an den Territorien in der russischen Administration respektiert gehen oder Kriterien vom Conseil de l'Europe oder OSZE. Schon weiter insistiert, dass man zusammen schaffen als westliche Staaten mit Russland am Sicherheitsbereich wie zusammen so eine Zusammenarbeit für dem Krieg. Und das ist am Ende sinnvoll, dass man deren abholen wie den internationalen Terrorismus, auch für allem auch den internationalen Waffenhandel zu bekämpfen, weil wir wissen, dass viele von den Waffen, die an die Ukraine geliefert gehen, an Afrika oder auf andere Plätze auftauchen. Schon dann weiter Punkt abgeworfen, der für als skandinavischer, baltischer Kollege ganz wichtig ist. Sie schwätzen immer von einer Weaponization of Migration. Das wäre also eine Tentative von Russland, der Weißrussland, für illegale Leute über die Grenze von westlichen Staaten zu bringen. Auch den Punkt habe ich angeschwärzt und dann auf die russischen Reaktionen dann noch gelauscht hat. Wir haben mittelfristig Perspektiven angeschwärzt. Schon da auch eine Reihe Sachen abgeworfen, schon gesagt, den Blick, wo wir können, einen Dialog können, wo die Situation drin erlebt, sollten wir probieren, als bilaterale Beziehungen löser aufzubauen, über Kultur, über Jugendaustausch, und auch über eine Zusammenarbeit der verschiedenen technischen Bereiche, die demilitarisiert sind, am Prinzip wenigstens wie am Kosmos, also an der Weltraumfahrt. Wir haben früher eine gute Zusammenarbeit gehabt mit Roskosmos. Europa braucht Lanceuren. Wir haben mit Ariane 6 und Vega
net genug Kapazitéite fir als Satelliten an de Weltraum ze chassen. Wir sollte vielleicht doch daran denken, fir net lo direkt mir mittelfristig Stunde se Kooperationun opzuholen. Es schon hinnen och proposéiert, dat man gucke fir am sicherheitspolitische Bereich nees eng Negoziatioun fleicht am Kader vun der OSZE opzuholen, fir rëmmernen Confidence Building Measures Regime zu kommen, fir dat man eng Waffenwettlauf kann en verhinderen Arms Race, dat man hikommen op eng Situationun, wo man auch kënne Plafond festlehen an de Bewaffnungsniveauen fir wie gesot fir eng Arms Race zu verhinderen. Schon auch suggeriert, dat Russland seg Platz an der parlamentarischer Versammlung vun der OSZE nees kenint anhoelen, weil die OSZE awer a priori nach immer die paneuropäesch Organisationun ass an der Sicherheitsfroen diskutiert gin. Dann hummer och wie gesot am Laufen Gespräch hun sie an joch einer Sachen opbrucht, wer de begrat an diskutiert gouf. Me u sech gesiet er, dat die Hauptfroen, die man Blick am Westen noch diskutiert, gin auch am Europäische Parlament Standarddeler wären vun dee Sachen, die ich virbrucht hun. Wie gesagt, die Gespräche sind am Großen am Ganzen gut verlaufen, an enger guter Stimmung auch van Zygen net so einfach wären. Me schmengen net wo eng Unerkennung dofir als Land, dat man probéiert hunn do zu sinn, dat man so erinnert hunn und die Freundschaft schon gegenüber der russischen Medien. Etwas gesot, wat do net so bekannt, das vielleicht auch net, dass dat man 1867 vielleicht überhaupt net mehr überlebt hätten als Lützeburg von den Zar Alexander II. Net als Interessen um dem Londoner Kongress vertreten hat, an net vor Baron Brunhoff, den demolschen Ambassadeur für Russland zu London, den de Londoner Vertrag geschrieben huet, den als erlaubt huet, an et Festung zu schleifen, an neutral zu gehen, an dummer als Staat zu evaluieren. Auch dat vielleicht eng Anekdote schon zu der Hand pummel erzählt, fir de Leiit zu weisen, dat als Beziehungen ganz lang zurückgehen an dat morgen die Russland absolut Sachen hun, wie dem wir können dankbar sehen. Leiit op der Hand, dat van den Konflikt an Europa huet, den als Stärke muss betrifft, ich will just so erstens ökonomisch, Di wisst, dat man ein ganz ökonomisch Problem hunn durch die Energiepreise. Zweitens budgetär, weil wir nicht nimmen die direkt Hëlle für die Ukraine militärisch Hëlle, wir noch über Jahre Hunderte von Millionen, ja Milliarden an ausgehen für den Energieschock aufzufördern für als Population, auch noch für die Ökonomie. Wir haben Perspektiven einer massiven Abrüstung, die immens Summe verschlingt. Wir haben also natürlich ganz viele Leute aus der Ukraine abgeholt, und noch viele andere Sachen. Das heißt, der Krieg hat auch für ein Kleinland wie Lützeburg einen politischen, einen menschlichen, einen finanziellen Preis, den mehr wie konsiderabel ist. Ich kann man nach diesen Konditionen bald nicht erklären, dass nicht mehr Interesse da ist, für zu gucken, aktiv auch als Lützeburg zu helfen, für den Konflikt ein Ende zu setzen. Voilà, ich sehe noch nicht, dass wir unbedingt müssten alles mitmachen, was die Europäische Union möchte, weil da sind DAX mit großen Ländern oder anderen Ländern, die hier eigene Interessen verfolgen. Ich meine, wir sollten noch neue Interessen mehr gucken, wie wir das bislang machen, und dadurch auch mehr aktiv probieren, auf Friedenslösungen mitzuschaffen. Das war auch das, wie gesagt, was ich probiert zu initiieren. Und ich hoffe, dass das keine isolierte Aktion bleibt, mit dass andere Kollegen auch von anderen Ländern, aber auch hier am Land die Initiative abgreifen und dann 4 und schaffen, weil das für uns alle gut wichtig ist.